Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde. So, es ist wieder mal Zeit für ein Special-Video zu einem Thema, das mir schon seit Jahren am Herzen liegt. Zum wiederholten Male versuche ich mich dafür einzusetzen, dass so schnell wie möglich unser Vereinsslogan spürbar anders abgeschafft wie auch ausgetauscht wird. Was bedeutet zum wiederholten Male? Spulen wir den Film 2 Jahre zurück. Im September 2022 fand in der Köln Arena die alljährliche Mitgliederversammlung des 1. FC Köln statt. Diese Mitgliederversammlung sollte meine erste sein, da ich zu Anfang des Jahres 2022 Mitglied beim FC wurde. Wisst ihr, der FC ist ein Verein, bei dem sich seine Mitglieder einbringen und das Vereinsgeschehen mitgestalten können. Also zumindest in der Theorie. Als es gegen Ende zum Tagespunkt offene Aussprache kam, ergriff ich dann halt all meinen Mut und ging auf die Bühne. Das war, wenn ihr so wollt, auch mein erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Ich appellierte an die führenden Organe, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, dieses Motto durch Zitate aus unserer Hymne bzw. unseren Vereinsliedern zu ersetzen, die in etwa dieselbe, aber dafür kölsche Botschaft haben. Was meine ich mit kölsche Botschaft? Also es geht hier um den Dialekt. Guckt mal einmal rüber zum FC Bayern München. Bei denen ist das Vereinsmotto Mia San Mia. Das ist bayerisch, nicht hochdeutsch. Oder der FC Barcelona. Més que un club, falls ich es richtig ausgesprochen habe, ich glaube eher weniger. Mehr als ein Verein, das ist katalanisch, nicht kastilisch, die Amtssprache Spaniens. Auch hier Fortuna Köln zum Beispiel. Das bist du, bin ich, sind mir. Das steht auf Schals drauf, auf Tassen und wahrscheinlich auch noch auf weiteren Fanartikeln. Das ist auch zum Beispiel ein Zitat aus deren Hymne. By the way, Fortuna hat eine sehr schöne Hymne, steht unserer fast schon dem Nichts nach. Deswegen, ich finde es schade, dass dieses Potenzial liegen gelassen wird. Jedenfalls aus diesem Auftritt resultierte jedenfalls meine Online-Aktivität. Zuerst auf Instagram und mittlerweile auf YouTube. Und wenn ich mir eines durch meine Aktivität zum Ziel gesetzt habe, dann ist es, dieses Motto abzuschaffen. Die Fans dafür zu mobilisieren und im Umkehrschluss den Verein in die Knie zu zwingen, es endlich zu ändern. Weil es hat mich auch nochmal richtig wütend gemacht, als dann Markus Reek, ich habe ja schon mal gesagt, dass es im Vorstand, wir können immer über Keller und über Werner Wolf reden, wie wir wollen, über Thüroff und so weiter, aber das ist der, den ich wirklich weghaben will. Das ist wirklich den ich weghaben will. Die App vom FC ist, seitdem er gekommen ist, richtig scheiße geworden. Der Online-Ticket-Shop ist eine reine Katastrophe. Es gibt mittlerweile schon Petitionen dazu, den wieder zu ändern. Alles als Markus Reek kam. Und dann sagt er auch noch, spürbar anders steht nicht zur Diskussion. Und ob das zur Diskussion steht, mein Freund. Und ob das zur Diskussion steht. Wir sind ein mitgliedergeführter Verein. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich kann es nicht fassen, bei dem ganzen Potenzial, das da liegen gelassen wurde, an so vielen kölschen Mottos, so vielen kölschen Sprichwörtern, haben sie tatsächlich damals irgendwann eine Werbeagentur engagiert, die sich ja hingesetzt hat, monatelang und dann, boah, spürbar anders, das ist der Slogan schlechthin. Ich kann das nicht fassen. Ich kann das bis heute nicht begreifen. Wir sind mit Köln, mit einer Stadt gesegnet, in der so viele Künstler aktiv waren. Henneschen-Theater, von mir aus auch Tom Gerhardt, Udo Kier, ein Hollywood-Schauspieler. Versteht ihr, Kreativität ist doch eigentlich so ein Hauptattribut der Kölner. Und dann haben wir ein so generisches und austauschbares Motto. Das geht mir nicht in den Sinn. Das kannst du jedem Verein anheften, dieses Motto. Es ist einfach im Gesamtkontext dadurch peinlich. Und ehrlich gesagt, ich schäme mich für dieses Motto. Ja, ich habe Fanartikel, wo das draufsteht. Die Trikots im Hintergrund, falls ihr sie erkennen könnt, haben auch teilweise das im Nacken stehen. Da bin ich halt mal nicht so, aber insgesamt gesehen, ich schäme mich für dieses Motto. Ich mag es nicht und ich stehe damit nicht alleine da. Ein paar Jahre später haben dann auch weitere Fans, oder beziehungsweise schon ein Jahr später, gingen weitere Fans auf die Bühne und haben schon sogar gerufen, schafft diesen scheiß Claim ab. Jedenfalls, der FC hätte anhand seiner Vereinslieder mehr Stund zu dir, FC Kölle und FC Efjas aus dem Vollen schöpfen können. Man kann zum Beispiel über die Hymne der Höhner gerne darüber streiten, dass es ein Cover von Loch Lomond ist, aber durch die Interpretation und die Intonation ist es für ein Fußballlied mit einem sehr poetischen Text gesegnet. Da wurde halt eine Menge Potenzial liegen gelassen. Ja, und aufgrund dessen, liebe Freunde, präsentiere ich euch heute 9 Gegenvorschläge für ein neues Vereinsmotto. Warum 9? Weil Top 10 kann jeder. Außer ich, mehr ist mir nicht eingefallen.
Von daher lehnt euch zurück, holt euch gerne einen Snack, macht euch ein Kölsch auf und dann können wir doch gerne starten. Hiermit präsentiere ich euch meine 9 Vorschläge für ein neues Vereinsmotto. Vorschlag Nummer 1. Ja, liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, durch dick und durch dünn, ganz egal wohin. Dieses Motto spricht für den Zusammenhalt unter uns Fans, aber auch, dass wir unserem Verein auf immer und ewig die Treue geschworen haben. Es ist egal, was passiert. Wir gehen mit diesem Verein durch dick und durch dünn, egal wohin es geht. Und damit ist selbstverständlich auch das Spielniveau wie auch die Liga gemeint, liebe Freunde. Ich finde, dieses Motto sagt viel aus. Es ist vielleicht ein bisschen hier und da zu lang geraten, wenn ich mir es genau ansehe. Vielleicht kann man es auch auf ganz egal wohin beschränken, aber ich finde auch durch dick und durch dünn ist eine Botschaft, die einiges aussagt, poetisch klingt und mir ehrlich gesagt ans Herz geht. Das wäre somit mein erster Vorschlag. Vorschlag Nummer 2. Freud oder Leid, Zukunft und Vergangenheit. Ja, liebe Freunde, wenn ich das Motto so vor meinen Augen sehe, gebe ich natürlich hier und dazu, ist ein bisschen zu lang geraten. Deswegen ist es auch so weit hinten bei mir, aber auch das ist wieder eine Botschaft, die viel über unsere Historie aussagt. Die freudigen Zeiten hat eine etwas ältere Generation erlebt, die leidigen Zeiten dann größtenteils meine bis gar jüngere, aber hier geht es auch um die Zukunft, aber gleichzeitig respektieren wir auch und orientieren uns auch an der Vergangenheit. Es ist auch ein Motto, das vielleicht ein bisschen motivierend wirkt auf die Nachwuchsspieler, die dann bei uns unsere bzw. ihre Zelte aufschlagen. Oder auch zukünftige Spieler, die sagen, hey, ich unterschreibe beim FC, ich will die Zukunft mit diesem Verein gestalten, aber gleichzeitig auch die Vergangenheit ehren. Wir sind gleichzeitig oder wollen gleichzeitig ein zukunftsorientierter Verein sein, der aber auch stolz mit seiner Vergangenheit umgeht. Alles ist in diesem Motto im Einklang. Und das sagt mir deutlich mehr zu als spürbar anders. Vorschlag Nummer 3. Neues Spiel, heiß neues Glück. Ja, liebe Freunde, ein weiteres Zitat aus unserer Hymne und etwas, das ich sehr fühle von Spieltag zu Spieltag. Jedes Mal, wenn wir irgendwie auf die Schnauze fallen, jedes Mal, wenn wir verlieren, dann denke ich mir auch wiederum, ja, neues Spiel, heißt neues Glück. Und wenn ich auch ehrlich bin, das gilt für mich auch im Privatleben, wie oft ich schon verzweifelt bin und dann denke ich an diese Worte aus der Hymne. Neues Spiel, heißt neues Glück. Und das motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Mit dieser Einstellung gehen wir wahrscheinlich zu jedem Spiel, an jedem Spieltag, insbesondere bei unseren Heimspielen. Ist egal, wie oft wir vorher verloren haben. Wir verinnerlichen diese Worte, wir singen diese Worte. Und ja, neues Spiel, heißt neues Glück. Ich fühle das. Vorschlag Nummer 4. Wenn es Sinn muss, durch et für. Ja, Freunde, also das Motto war schon mal im Prinzip auf einigen Artikeln vorhanden. Ich erinnere mich, dass durch et für schon mal im Nackenbereich einiger Trikots wieder zu finden war. Deswegen habe ich mir auch gerade dieses Motto ausgesucht. Natürlich kann man auch die abgekürzte Version durch et für nehmen. Aber halt der komplette Satz. Wenn es sein muss, gehen wir durchs Feuer. Einfach auf Hochdeutsch gesagt. Sind natürlich auch Wörter, die motivierend wirken. Die auch aufbauend wirken. Ganz, ganz besondere Wörter sind das für mich. Und ich finde, das macht sich eigentlich ganz gut. In der längeren wie auch in der abgekürzten Version, der einzige Wermutstropfen, Feuer ist ein Element, das man mehr mit dem 1. FC Kaiserslautern in Verbindung bringt. Das ist natürlich so ein bisschen der Struggle, würde ich sagen, an der Stelle. Da kann man eventuell sagen, ja, okay, ist das jetzt wirklich sehr identitätsstiftend, wenn wir ein Element, das bei einem anderen Verein größtenteils in den Mottos und in den Choreografien wiederzufinden ist, wirklich mit einbeziehen. Aber da das Motto mehr oder weniger sich auf Fankleidung zwischendurch etabliert hat, habe ich es einfach so weit oben platziert. Vorschlag Nummer 5.
FC Yevjas. Oh ja, Freunde, das ist ein sehr energiegeladenes Motto. Und, falls ihr euch erinnern könnt, das war das Motto unseres Abstiegskampfs der letzten Saison 23/24. Leider ist uns es ist uns leider nicht gelungen, die Liga zu halten. Allerdings vergessen wir nicht, wie viel Fahnen mit diesem Motto verkauft wurden, wie viele von diesen Fahnen immer noch an verschiedenen Balkonen in der Umgebung, in Köln und vielleicht auch in ganz Deutschland teilweise auf den Balkonen hängen. Es ist definitiv ein Motto gewesen, mit dem sich die FC-Fans identifizieren konnten. Das war wirklich eigentlich im Prinzip auf dem Servierteller präsentiert. Der Verein hätte einfach nur zugreifen müssen. Es kam wirklich gut bei den Fans an. Ja, wurde ja auch von der Fankurve initiiert. Es wurde vor jedem Spiel gespielt in der Zeit. War also quasi ein kleines Revival der, sagen wir mal, BAP-Hymne für unseren Verein. Wir haben eigentlich dieses Motto teilweise verinnerlicht. Und eigentlich kann man sagen, es hat sich etabliert. Seht es euch einfach an, wie energiegeladen dieses Motto wirkt. Natürlich hier und da vielleicht ein bisschen progressiv, aber trotzdem, die Fans standen dahinter. Warum nicht? Vorschlag Nummer 6. He wird nicht resigniert. Oh ja, Leute, das ist eine ganz klare Botschaft, insbesondere an die Spieler, aber auch, ja, ich gebe zu, auch an Schwarzmaler, wie ich das manchmal bin. Ja, den Schuh muss ich mir anziehen und ich muss auch öfter mal auf diese Worte blicken. He wird nicht resigniert. Es wird nicht aufgegeben, es wird nicht resigniert, liebe Freunde. Ihr dürft nicht den Glauben an den FC verlieren. Weder unsere Spieler noch die Fans. Das ist eine Botschaft, die auch ich verinnerlichen sollte. Es ist eine Aufforderung und ja, es setzt natürlich auch den vorherigen Vorschlag fort. Ich hätte eigentlich beides kombinieren können, aber wir wollten es jetzt ab der Stelle ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer machen. Ich finde dann der Satz nach FC Yevjas, he wird nicht resigniert, noch deutlich kraftvoller. Und deswegen habe ich ihn separat hier aufgeführt. He wird nicht resigniert. Etwas, das wir reden ja davon, dass wir sowas wie eine Vereinsphilosophie einführen möchten. Das sollte nicht nur taktisch sein, sondern es sollte sich auch bis in die unteren Jugendmannschaften durchziehen mit diesem Motto. Es wird nicht resigniert. Ihr gebt nicht auf. Gebt alles bis zur letzten Sekunde. Ein Attribut, das ich besonders in der Baumgart-Saison, also in der erfolgreichsten Baumgart-Saison zu schätzen wusste. Da muss ich sagen, hat die Mannschaft genau nach diesem Motto gehandelt. Es war egal, wie hoch wir in Rückstand geraten sind. Wir haben einfach weitergemacht und nicht aufgegeben. He wird nicht resigniert. Schreibt euch das hinter die Ohren. Immer noch deutlich besser als spürbar anders. Vorschlag Nummer 7. Come on FC! Ja, genau, ihr kennt es bei sämtlichen Stadionbesuchen, ob heim oder auswärts, wenn verschiedene FC-Kurven miteinander quasi kommunizieren. Die eine Seite ruft Come on FC und die andere Seite antwortet ebenso Come on FC. Insbesondere in Spielszenen zu hören, wo der FC ein bisschen behäbig spielt oder in Rückstand geraten ist oder ein Rückstand hinterherläuft oder kurz davor ist, ihn auszugleichen. Es ist ein Schlachtruf, den wir schon seit Jahrzehnten in den deutschen Stadien hören. Und wir sprechen ja auch von einer Internationalisierung. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Mitgliederversammlung 2022, als es hieß, man will den FC internationalisieren, etc. pp., ein bisschen auch im Ausland bekannter machen. Und ich denke dann halt, das Motto ist englischsprachig. Man sollte auch international etablieren, dass wir nicht nur Cologne oder FC Cologne sind, sondern wir sind einfach FC. Oder FC von mir aus. FC Cologne. Deswegen, Come on FC. 3 Wörter, ein Schlachtruf, seit Jahrzehnten bei uns vorhanden und definitiv etwas, mit dem sich wirklich alle Fans sogar weltweit identifizieren würden. Vorschlag Nummer 8. Ja, wir nähern uns der Spitze. Ist mir eigentlich vollkommen entfallen, aber das hier ist nicht zwangsläufig ein Ranking. Allerdings, das hier ist von meinen Vorschlägen mein zweitliebster.
Nur zusammen sind wir stark. Mir ist vollkommen bewusst, was Spürbar anders eigentlich für eine Botschaft hatte. Halt, wir sind ein bisschen anders, hier ist jeder willkommen, egal welche Orientierung, sei es religiös oder sexuell und dergleichen. Und ich finde, nur zusammen sind wir stark, drückt doch genau das aus. Heute ist dieser Spieltag. Heute spielt unser FC. Und es ist mir egal, woher du kommst, was du bist, als was du dich siehst und dergleichen. Heute haben wir nur eine Aufgabe. Und das ist gemeinsam unseren FC anfeuern. Und das schaffen wir nur zusammen. In dieser ganzen Masse aus FC-Fans, diese Tausenden von Kehlen, Spieltag für Spieltag 45.000, die aber auch locker 70.000 sein könnten, die nur gemeinsam stark sein können. Nur zusammen sind wir stark. Ich finde, es gibt eigentlich kein passenderes Vereinsmotto, bis auf das nächste. Letzter und 9. Vorschlag. Gefühl, dat verbringt. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ich will jetzt die Höhner nicht als die größten Poeten darstellen, aber was ist denen für ein Meisterwerk mit diesem Satz gelungen? Ein Gefühl, das uns verbindet. Ich meine, erinnern wir uns auch an den Song Hey Kölle, du bist ein Gefühl. Köln ist eine Stadt, die hat auch ihre schönen Ecken. Ich akzeptiere das nicht, dass man sagt, dass Köln irgendwie hässlich sein soll. Es hat sicherlich so seine Ecken, die vielleicht ein bisschen weniger attraktiv sind. Aber insgesamt gesehen stimme ich aber auch zu, dass Köln ein Gefühl ist und der FC genauso. Gefühl, dat verbringt FC Köln. Leute, das war einer der schönsten Sätze, der jemals über den ersten FC Köln geäußert wurde. Und das ist ein Satz aus unserer Hymne. Ich kann einfach nicht verstehen, warum dieser Satz, der auch das ausdrückt, was Spürbar anders ausdrücken wollte, schon längst verbunden hat. Es ist ein Gefühl, das uns alle verbindet. Uns alle, egal wer du bist, egal wo du herkommst. Dieses Gefühl, erster FC Köln, liebe Freunde, das verbindet uns alle. Ich fühle diese Zeilen. Es ist eine der Zeilen, die ich am intensivsten mitsinge, wenn die Hymne angestimmt wird. Gefühl, dat verbringt FC Köln. Wow, es lag auf dem Präsentierteller und wir haben es nicht genutzt. Für mich persönlich, von all meinen Vorschlägen, die ich gemacht habe, mein Liebling, das müsste einfach der Satz schlechthin sein. Es drückt alles aus, was der erste FC Köln ist. Von daher, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei meinen Vorschlägen. Das hier war mein letzter. Ihr könnt es euch gerne durch den Kopf gehen lassen, was davon für euch Sinn ergibt. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal wieder. Ja, liebe Freunde, das wäre dann alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Von daher, ja, es wäre toll, wenn ihr dieses Video liked. Es wäre toll, wenn die einen oder anderen, die noch es nicht getan haben, ein Abo dalassen. Aber am allerwichtigsten wäre es mir, dass dieses Video geteilt wird. Wirklich, dass es so dermaßen geteilt wird, dass es irgendwann mal endlich den Verein dazu bewegt, was zu ändern. Wir könnten ja eine Petition draus machen. Bei einer der nächsten Mitgliederversammlungen. So sehr eilt das jetzt noch auch wieder nicht. Wir haben eine laufende Saison. Aber zum Beginn der nächsten Saison, das wäre mir so wichtig. Man könnte auch wirklich da eine Petition machen oder halt eine Abstimmung bei einem FC-Stammtisch oder dergleichen zu diesen ganzen Vorschlägen, die ich gemacht habe. Und meiner Meinung nach, das ist jetzt auch kein Narzissmus oder dergleichen. Das sind einfach die wirklich wahren Vorschläge. Man kann sie hier und da abkürzen, aber man sollte die Hymne zitieren. Weil sie ist Folklore, sie gehört jetzt wirklich vollkommen zu unserer Tradition dazu. Also die Hymnen, also das sind unsere beiden Hymnen, aus denen ich zitiert habe. Bis auf Common FC. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich was ändert, weil der FC lässt Potenzial liegen. Und von daher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.